Die Saga zweier Saiyajin. Hier in der Extra-Story vom DLC zu Dragon Ball Z Kakarot. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Freunde. Ja, hier wird's übel, so viel kann man schon mal sagen. Wir sind gut vorbereitet, denke ich mal. Soweit. Und ja, jetzt ist halt ab in die Ödnis. Abgesehen davon, dass natürlich hier noch die eine oder andere, sag jetzt mal, Erinnerung erwarten dürfte. Dürfte, glaube ich, auch klar sein. Ja, gut, danke, so zusammenfassen, dass du schon ein bisschen spoilerst. Ist das eigentlich nötig? Okay, naja. Son Goku folgt seinem Gefühl und findet wen? Naja, natürlich ihn. Den einzigen, den einen, den wahren. Den Prinz Saiyajins. Vegeta. 遅いぞカカロット。あれ準備運動やっていたんだ。褒めと思いきしやるためによ。俺は貴様を超えてみせる。だったらほらもっと先に行ってやる。ほざけ。始めるぞ徹底的にな。Oh, die epische Kampfhose dabei. 準備運動をしてきたというのはあながち嘘ではないよ。おめえと戦うんだったら全力出せるようにしとかねえとつまんねえじゃねえか。だったら見せてもらおうか貴様の全力を。いいぞこれほどの実力を持っているからこそ貴様を倒す価値がある。ふぬけた攻撃をしてきたら一瞬で消してやろうと思ったがその必要はなさそうだな。オラにその心配は不要だ。特におめえとやるときにはよ。ふざけやがって。 Ernsthaft? So Leute, ich werde hier in dem Kampf eher ein bisschen ruhig sein. Nicht, weil ich das Gefühl habe, dass es nötig ist von der Konzentration her. Sondern eher deswegen, weil ich natürlich auch ein bisschen mehr darauf achten will, was wir miteinander quatschen. Ja, ist er gut. Ja, mit dem Spammen. Junge. Kennst du das noch, na? Ich glaube, er hat sich erinnert. Wow, 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 wow. Nein! Ja, super, aus der Entfernung. Ups! Der falsche Move wollte eigentlich X machen. Junge! Big Bang gegen Genkidama, das funktioniert und wie gedacht, ey. So was wollte ich eigentlich. So ein Cheater, ey. Mach genau dasselbe. Wow! Alter. Okay, Vegeta. Jetzt bin ich dran.いいんか。おめえがこの程度ならこのままオーラが勝たしてもらうぞ。安い挑発しやがってだが俺に舐めた口を聞いたこと後悔することになるぞ。お互い体は温まったな。 Na, ich glaube auch. Level up. Oh, 2 Level. Okay, jetzt bin ich gespannt. ここからが本番だ。あ、
そう暗くてはな。こいつはやべえな。行くぞカカロット。 Macht Vegeta gerade den Future Trunks aus Dragon Ball Super? Als Full Power Super Saiyan 2? あの時の敗北は忘れてはおらんぞ。 Ah, ich wollte gerade sagen, was war das für eine Musik? Jetzt macht er noch Freezers Moves. Junge, was ist los mit dir? Hast du gar keinen Stolz mehr? Geile Mucke. Ja, hier bin ich. Aber nur damals. 俺はなんでかワクワクが止まらなかった。あの時から気に食わなかった。瞬く間に強くなっていく貴様が、そして自分自身の不甲斐なさだな。まだ強くなれんのか。地球で初めて貴様と戦った後、ナメック星での経験を経て俺は強くなった。だがそれでも貴様はいつだって俺の上にいた。俺の想像よりもさらに上に。フリーザとの戦いの時もあった。セルとの戦いでもそうだ。それでも貴様は俺より上にいた。さすがに認めざるを得なかった。この俺よりも強いサイヤ人がいることを。だがたとえ一時的に貴様に上に行かれようと俺は諦めん。貴様を倒しサイヤ人でいや全宇宙でナンバーワンになるだ。すげえけど、なんてやつだ。こんなにも強くなるまでずっとすげえよ。だからお前との戦いは面白い。そして貴様があの世から戻ってきたあの時も力の差は開いてばかりだった。 Und nun? Ah ja. Fuck. Na toll. Alter, macht der Damage mit seiner Attacke. Merke gerade jetzt erst. Oh. Jetzt macht er einen auf Bu. Ich glaube, es hackt hier. Kann er erstmal raus hier?
Ja, Jag auf den Planeten in die Luft, ist schon gut. Alter, du spinnst doch, ey. 何がおかしい。やっぱこうしてお前と戦うのはめちゃくちゃ楽しいや。拳合わせたら Da よ、 kann man doch gerne wieder mal どんどん力が溢れて strategischen Konter haben. 戦いたいって思えてくる。それでこそサイヤ人だ。さらに飛ばしていくぞ。ついてこいよベジータ。ついてこいだと。そのセリフそっくりそのまま返してくれる。Vegeta! Du Cheetah! Aua! Aua! Huh? やるじゃねえかベジータ。なめるなよカカロット。俺はお前以上にトレーニングを続けていたんだ。その甲斐あって今回は引き分けってとこか。引き分けだと。バカめ、もう終わったつもりか。俺の体力は残っている。次で白黒つけるぞ。いやさっさと構えろ。でもおめボロボロじゃねえか。それは貴様もだろう。行くぞカカロット。次こそ俺が勝つ。ちょっと待ってくれよ。買い物楽しいな。なあ、さっきからやたらと地面が揺れたり風が強くなったりしてねえべか。そうですね。何かあったのかしら。また悟空さんの仕業じゃねえだろうな。まさか最近のお父さんは前ほど激しいことはしてないですよ。だからだべ、いろいろとたまりにたまったものがあってよ。だ
だってほら、似た者同士のベジータさんだっているべ。あの二人が暇つぶしで戦いでもしたらなあ。鋭いし否定もできない。何度やっても引き分けだ。おのれ。けどさすがに限界だ。もう叩けねえ。褒めもだろ。今日のところはこれで勘弁してやる。だがな、俺はさらに強くなって次こそは貴様に勝つ。ベジータらしいや。カカロット、ん？貴様はなぜ強さを求める？俺は貴様に負けないために。では貴様はどうなんだ？そうだな。戦う前にはベジータが言ったよな。オラたちは本能が戦いを求めるって。実はさ、そりゃあオラも強く感じてんだ。もしかしたらよ、まだ知らねえどこかにめちゃくちゃ強いやつがいるかもしんねえ。そんな風に思うとさ、楽しくなってくる。そんでそんな強いやつと思いっきし戦えてって思っちまうんだ。どうせ戦うんならどんなやつが相手でも負けねえようにして。だから俺はもっともっと強くなりてんだ。ベジータもそうだろなあ。貴様は変わらんな。うわー、考え出したら楽しくなってきた。ほらワクワクすっぞ。孫悟空の進む最強への道はまだまだ続いていくのである。Entschuldigung, stand da gerade was von wegen die Erde verteidigt? Alter, die Erde ging beinahe in die Luft, nur weil die Idioten das Gefühl hatten, sie müssen hier einen All-Out-Kampf machen. Alter. Naja. Aber ansonsten ist halt das, was eigentlich Dragon Ball auch ausmacht, war klar, auch mit Dragon Ball Super und so. Ja, dort haben wir natürlich die ganzen Götter, in Anführungszeichen, waren die ganzen Gott-Transformationen, Ultra Instinkt und so weiter und so fort. Und du einfach denkst, Junge, muss das sein? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du dann wieder hier Dragon Ball Z. Du siehst, hey, es muss nicht unbedingt immer nur Gott-Key sein oder sowas in der Art. Die können auch sonst stärker werden. Und ist ja das, was Son Goku auch gesagt hat, ne? Das ist, glaube ich, sogar etwas, was ihn eigentlich von Anfang an so angetrieben hat, war schon in der Dragon Ball-Ära, dass er eigentlich das erste Mal beim Budokai Tenkaichi teilgenommen hat. Tenkaichi Budokai, Entschuldigung. Und ja, das ist einfach sein Weg. Was ich aber gerade auch interessant gefunden habe, ist, am Schluss hieß es, der Weg zur Kraft. Das stand in Anführungs- und Schlusszeichen. Ist das vielleicht ein Hinweis darauf, aufs nächste DLC? Ich kann es mir nicht vorstellen, weil was soll jetzt noch kommen? Wir sind am Ende von Dragon Ball Z. Klar, jetzt kann man sich ja auch fragen, eigentlich ist vielleicht das Dragon Ball Daima und so, obwohl das Teil ja erst Ende 2024 erscheinen soll, das Anime. Eigentlich ist das Dragon Ball Super aus dem Manga, da ist die Frage, geht der noch weiter, in welcher Form geht der weiter, auch nach dem Ableben von Akira Toriyama. Also insofern, wir können gespannt sein. Vegeta, Gokus nächste Reise. Mit legendärem Schwierigkeitsgrad stellen. Ah ja.
Die Stufengrenzen auf 300 erhöht. Alter Schwede. Ja, lecco mio, ey. Auf 300. Naja. Wir haben gerade geguckt, hier mit den Seelenabzeichen und so. Also, sprich, Offsen abgeguckt. Was sie dann so alles haben. Ne? Zum Beispiel hier das mit dem Vegeta. Gokus nächste Reise. Und Super-Elite-Familie wegen Rivalen. Okay. Weil ich hatte so das Gefühl, dass ich damals ein bisschen durchgeklickt habe hier. Die ganzen Seelenabzeichen. Dass es durchaus sein kann, dass wir noch 4 Stück kriegen. Ich meine, hier der stärkste Clan, die fehlende Münze wird Gohan sein. Aber das macht keinen Sinn. Familie des Champions, Gohan da unten. Ich glaube eher der Tipp auf Mr. Satan, das wird irgendwie mehr Sinn machen. Da wären schon mal 2. Kriegertöchter, da wird Bula noch fehlen oder Bra, je nachdem wie man sie ausspricht. Da sind wir schon mal bei 3. Ein unerwarteter Gegner. Kein Plan, das wird wohl der 4. sein. Ah, der 4. ist hier, Trunks, Freunde und Rivalen. Das könnte das ja auch Trunks sein, wa? Ja. Jetzt zumindest Vegeta noch seine coolen Haare, wa? Nicht so wie bei Dragon Ball GT. Ja, ist halt so ein Ding, wa? Dragon Ball GT, finde ich immer noch, hat einiges richtig gemacht, aber auch vieles falsch gemacht. Das ist halt so ein Punkt. Sei es nun eben, dass man ihnen sich gesagt hat, hey, cooler Charakter, baut man stark auf, lässt nach und nach fallen. So ein Goku, der zum Kind wurde, nicht mehr zurückverwandelt werden konnte und dann erwachsen, außer als 4-facher Super Saiyajin. Naja. Demnach so ein Gohan, Goten, Trunks, mein Goten, Trunks nicht mehr fusionieren konnten. Gohan, der seine Ultimate-Form nicht mehr hatte. Warum auch immer. Na klar, aus den Reihen von Dragon Ball Super wissen wir, dass die ja ein bisschen, gerade so bis zum Eintreffen Views, mit der Zerstörung ja ein bisschen verschlammt hatte. Und nicht mehr so richtig drauf hatte. Okay, das hat man später wieder geändert, zum Glück. Dragon Ball Super Manga, und darum bin ich schon sehr gespannt darauf, wie es dort hoffentlich, wie es dort hoffentlich weitergeht. Ich hoffe wirklich, dass es irgendwie in einer Form weitergehen wird. Und sei es nur, dass wir irgendwie ein zweites GT erleben werden im Manga. Also wirklich ein GT-Manga, dass es Dragon Ball GT-Manga geben wird, der mit dem Anime, den wir kennen, nichts zu tun hat. Oh komm, wisst ihr was? Wenn ich mal auf die ganz schnelle hier, weil ich keinen Bock habe. So. Mit Level-Up übrigens noch. Wundelball. Ich wollte einfach, bevor ich die Folge jetzt beende, schon wieder. Ja, weil wir sind schon bei 100. Bei Folge 194 so. Aber bei über 20 Minuten. Ich wollte ganz kurz noch wegen dem Training gucken. Wo ist das jetzt? Ah, da. Ja, und dann hätte ich sonst gesagt, vor der nächsten Folge machen wir Sidequests, wa? Das wird ein paar aufgetaucht sein. Genau, ich glaube 4 Stück fehlen insgesamt noch. 2 sind aufgeploppt, sehr gut. Und dann hätten wir das DLC durch. Ja. Oh, lol. Lol. Okay, Freunde, nächster Part. Oh, Super Saiyajin 2, dreifach Super Saiyajin. Entschuldigung. Also, nächster Part. Zunächst einmal machen wir hier ein bisschen Training. Ich glaube, die 3 können wir hinkriegen. Den sparen wir noch. Dann machen wir Sidequests. Und wenn dort 2 durch sind, vielleicht noch das Limit Breaker Kamehameha. Wir gucken mal, wa? Bis dahin, ciao zusammen.